Ok, buenas noches. Noches, sag an jemand zu es vertalen. Sag yo automáticamente noches. Buenas tardes. Noemt, feit dat je komt zijn en wat zijn van deze grote conferentie. En ik geloof, God heeft wel geschaffen, dat de klas op jou aan je had, dat de boodschap op jou aan je had. En weet niet, hij wordt ook weer daar deze nächste deel en zo is te ons reden. So, Jacob vroeg me, ik hoor een idee, is dat we een idee zijn in de klas verder te brengen, van te zijn wo God zijn hart van Anfang an van die Geschichte weer für Mission, für Menschen. En ik heb dus die idee, dan zei hij, waarom was je niet ongerecht? En ik dacht persoonlijk, ik wil die klas tagen en ik wil weg te verbrengen. Maar krijg van als ik te snel loop, dat vorher op niet te leren. Ik glaube, Gott hoort hier te hullen, du wirst die klas, du wirst mal von nicht weiten, so lot die dann an, bring die fair. So, ich hoffe, wir können sehen sein. Und ja, mein Ziel ist, ich war nu, kurz das Wort von Gott für Mission, durch im Alten Testament, in Sinn und, wo wir durchgehen, das Wort von Gott im Neuen Testament für Mission, oder für Menschen. Und das ist erstaunlich zu sein, wenn man sich nachlesen, dass Gott ein Ziel hat. Von Anfang an, von seiner Kreation. Weil sein Hart wird für Menschen. Weil seine Intention wird durch Mission. Und eine Frau hat mich einmal war erstaunt, durch diese Klasse wir geht um die Bibel, dass Gott zeigt uns für eine Mission tun. Aber geht darum, dass Gott auf eine Mission ist. Ik wil aan dat we ons op deze vrouw een beetje gedanken maken. Dus je durch deze klas, deze gedanken worden, je wat denken. Je tot de Bibel om dat we zijn uit de mission doen, maar dat is het hoofdthema dat God op een mission is. Viele Menschen die lesen de Bibel so, dat Gott heeft mij geraad, Gott heeft mij gezegend, hij houdt mij en op een schak hij mij nog uit. En je was het, vielleicht ist es auch so. Aber die Bibel vertelt nicht die Geschichte von einer Gruppe Menschen mit einer Mission. Die Bibel vertelt eine Geschichte von einem Gott, was eine Mission ist. Von 1. Mose an, durch die ganze Bibel, bei der Offenbarung, du sollst wie dort, heute ist der Jahr, was du schaffen hat. Heute ist der Jahr, was aktiv ist. Wat mensen brauchen dat. Wat mensen brauchen wel für seine Mission wieder einzubringen. Die Gott ist auf eine Mission. Und seine Mission ist, sich bekannt zu machen. Dort Menschen wollen am Kern. Dort Menschen wollen am Sein. Seine Mission ist, was wir brauchen ist, dort war heil zu machen. Dort war besser zu machen. Und seine Mission ist, Menschen von jeder Nation, von jeder Volk, von jeder Land, eine Beziehung machen mit anderen. Und ich frage mich die Frau, wo fängt Mission an in der Bibel? Ist das bloß eins, was wir in Matthäus 28 sehen, Vers 18 durch 20? Oder wo fängt Mission an? Und ich sage mich hinein, Leute, kann ich sagen, dass wird kein neues Thema im Neuen Testament. Matthäus 28, 18, das wird nicht nicht. Dat soll wie immer waren im Alten Testament. Ja, die Bibel, die Mission, das ist der Backbone, das ist der Grund von der Bibel. In der Bibel, das ist eine große Geschichte von einem Gott, der will eine Beziehung haben mit seinen Menschen und dort sollen am nur folgen, dort sollen am ehren. So, die Hauptidee von dem Alten Testament, das vertelt uns, dass durch ein Gott eine Mission, durch Gott sein Volk, in Gott seine Welt. So das Hauptthema in dem Alten Testament, aber durch die ganze Bibel, ist immer wahrer Gott. Immer wahrer Gott. Höchste zentrale Figur durch die ganze Bibel. Im Alten Testament, mit dem Neuen Testament, das ist eine Missionsgeschichte. Ich glaube, wie viel, um dort durch diesen Brau die Bibel zu lesen. Ihr seid mir hier hinein, Leute, ich kann so viele Forschungen sein, wo ich heute nicht kann sagen, wo das auf Mission ging, dass das hier nicht doch auf Mission gehen wird.
Werken fehlt dat we ons een andere thema snel doen, dan kan we hem voor op een ganz andere weg zijn. Is wat we dat normaal gaan doen. Weet je, in het Oude Testament, dat gaat niet erom dat Israël is wat zo bijzonder is. Ja, dat we zijn volk, maar het gaat erom dat Israël, dat weer voor een purpose gewählt wordt. En we worden de Luther nog nagaan. So Gott wählt sich ein Mensch, Abraham, en wir haben heute an zum großen Volk. Nicht nur, dass bloß heute wird gesegnet worden, aber dass die Segen wird sein für die ganze Welt. Weet je, von Gott ist was plundert, von Gott ist was schaffen hat, Gott denkt aber nicht klein. Hij denkt immer groot. Hij denkt immer global. Kein Wort hij schaffen hat. Es ist nicht ein Mensch sein Hort schaffen hat, für in der ersten Richtung gehen für Missionen. Sein Ziel mit dort ist immer global. Und vielleicht denken wir, okay, von Akku in Mission in eine kleine Stadt. Wir wollten aber nicht, wo die kleine Stadt für einen Effekt kann geben auf der Welt. Da hat einmal fertig ein Examen über den Ripple-Effekt. Von wie ein Stein wird dann klettern und wie viel Anillos schafft er nicht. Und das wird das Geld von wie gehorsam sein. Von wie gute Mission tun. Und von einer Person sich bekehren hat, eine Person Jesus nur folgen hat, das kann so ein großer Ripple-Effekt geben. Vielleicht sollen wir das in unserer Lebenszeit nicht, aber das kann so ein großer Unterschied werden. Wir sollen das hier in Abraham. Heu wir gehorsam, heu jenk, und der Ripple-Effekt ist von der Tag nach einmal. So von Gott ist so plundert, das ist immer global. Das fängt vielleicht lokal an, aber der Ripple-Effekt ist immer gerade da. So von der Geschichte am Anfang, ab eine Familie wird, und Luther ab ein Volk, das ist Gott sein Ziel, für alle Völker, die ganze Welt. So Israel, dort wir im Alten Testament, dort wir bloß ein Tool, dort wir bloß ein Werkzeug, was Gott braucht, der tun, seine Mission auf die ganze Welt zu verspreiten. Er braucht ein Land, er braucht eine Familie, um mit dem Umfang. Aber wenn wir trägen tun, wo fängt diese Missionsgeschichte konkret an? Wo fängt Gott an, Mission zu denken? In Vierten war wir so denken, okay, das ist vielleicht nur den Sünden voll. Aber das ist mit Abraham angefangen, in Matthäus 28. Und das Interessantste, denke ich, ist aber, dass Gott von über an Fuß zum Umfang. In seine Kreation, in seine Schöpfung, fängt er an, all in Mission zu denken. Ich habe mich hier verbessert mit meinen Punkten. Sorry, ich war noch einmal mitreden. Wenn 1. Mose Kapitel 12, du fängst der missionale Bund an, was er mit Abraham tut mehr an das. Und hier fängt Gott seine Missionsstrategie an. Hier fängt seine Strategie an. Das passiert nur in Sündenfall, nur in Sintflut, nur Babel. Und hier handelt Gott nicht mit einer Strophe, nicht mit einem Gerach, aber hier handelt Gott in dem, was er eine Verheißung geben wird, Abraham. 1. Mose Kapitel 12, Vers 1-3 sagt dort, und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hier ist Gott sein globaler Plan. Er hat nicht bloß das Volk Israel im Plan, er hat alle Völker im Plan. Durch Abraham soll jeder Volk gesegnet werden. Und hier hat Gott 3 Dinge in diese 3 Versen. Gott erwählt sich Abraham. Und das Interessantste, denke ich, ist, dass in Josua 24, Vers 2 fängt wir an, dass vor Abraham Gott nur folgen der, da sind andere Götter.
Josua 24, Vers 2. Maar wat Abraham uittekenen deed, van God omklipperen deed, hij merkt hij op en hij volgt God nu. Hij is gehoorzaam. Hij gaat in dit vreemde land en hij is God gehoorzaam. Wat Abraham uittekenen deed, dat weer zijn geloven. En dat vingen we in Hebreeër, dat vingen we in Galater, voor het allemaal waar wat uitgegeven dat Abraham zijn geloven weer sterk. Hij vertrouwt op God. Ook van het onmogelijk zag. Hij vertrouwt op God met zijn vergangenheid wat hij hoort. En hij vertrouwt op God ook zijn future van God zeer doden zijn opfern. 1. Mose 15, Vers 6 sagt, Abraham glaubte den Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit ein. Das Vers, die wordt ten grund gemerkt. In viele Bücher, Römer 4, Galater 3. Gott erwählt Abraham wegen Heirat Vorbild wir für die Reichvorjung, aber nicht durch Vorjung, aber die Reichvorjung durch sein Glauben. Abraham verlässt sein Haus und folgt Gott sein Raub, um zu wissen, wo der Weg vorhanden ist. Wie viele von uns wollen das von euch nach tun? Wo uns Glauben so richtig ist, was Abraham sein Glauben hier tut? Dat van God voor zeggen, hey, go naar Afrika, go naar Asien, en dat is waar ik die brücken wil. Wo wir reut zijn, onze dingen hier toch te laten en gehoorzaam te zijn en gaan. Schwierig zijn, ne? Wo wir vielleicht uns die Frage stellen, ist wel Gott wahrlich von mir, oder will ich das bloß, ne? Wo viel Fragen gestellt. Aber Luther weiß hij ook, dat hij Gott vertrauen deed. Dat hij reut weer Isaac te opfern. Gott erwählt sich een Mensch, der lebendig in eine Beziehung hat mit ihm. Und zweitens, was Gott hier tut zu Abraham, ist, er segnet Abraham. Und die Segen, den Gott Abraham hier gegeben hat, das ist kein schwacher Segen. Das geht nicht um viel Erfolg, das geht nicht um Reichtum, aber der Segen hier so, was Gott kriegen hat, was Abraham kriegen hat, das ist eine Beziehung mit Abraham. Weil Gott will eine Beziehung haben mit Abraham. Ich glaube, das ist der größte Segen, was wir kriegen können, right? Von wie Jesus annehmen und wie diese Beziehung umfangen mit Gott, das ist genug, das ist Segen, was er uns geben hat. In einer Beziehung, was Abraham mit Gott hat, eine Beziehung mit Gott. Abraham seine Stimme hier. Er vertraut mit Gott. Und sogar Gott horcht nach Abraham. Von Abraham pleading der für die Menschen in Sodom und Gomorra. Gott segnet ihm, indem er den schützen der. Gott verspricht ihm, hey, ich will mit dir sein. Wer einmal die Wort segnen, wo ich segne. Wer einmal die Wort verfluchen, dem wo ich verfluchen. Gott verspricht ihm nicht ein Leben ohne Gefahr, aber ein Leben ohne Sinnetruheit. Gott wird treu sein. Weil der Schutz Gottes, das ist ein Port von seiner Mission. Er verspricht mit uns zu sein. Das sehen wir auch in Matthäus 28. Der Schutz Gottes, das ist ein Port von Mission. Und drittens wird Gott hier so den Segen geben zu Abraham, das ist eine Verheitung. Der Segen, der kriegt eine Fähr. Das wird something, was nach ihm kommen wird. Gott bund sich zu Abraham durch ein Versprechen. Er hat einen Bund mit Abraham. Nicht bloß für ihn, aber für alle Generationen. Der Segen, der lebt von Hoffnung. Er kriegt Hoffnung, dass er nach Wurzeln hat, dass du nach vor dem Volk kommst von ihm. Von Abraham, dass er so sagt, dass wir allmählich entscheidet sich danach, auf ihm zu vertrauen. Und Gott gibt ihm eine Zukunft. Gott bietet eine Geschichte. Gott doch hier wieder ist bloß Abraham. So von Gott ist was das war er denkt global. Er denkt nicht bloß lokal, er denkt nicht bloß neu, er denkt auch wieder. Denn Gott lässt den Segen durch Abraham zu der Welt fließen. Und der Segen darf immer eine Richtung.
der Segen darf immer eine Richtung. Das ist nicht bloß Personal. Das soll wiedergehen. Das ist nicht bloß für uns. Wir sollen diesen Segen auch wiedergeben. Abraham, er kämpft von Gott, der Segen wird Abraham kriegt, die kämpft von Gott zu Abraham, zu dem Volk. Der Segen dort ist ein Riefer, wird wutterhaft. Der soll nicht gesammelt werden, der soll nicht angestaubt werden, der soll nicht vorgehoben werden, aber der soll wieder ran. Das soll ein Segen sein zum Wiedergehen. Denn Gott segnet Abraham für die Völker, nicht bloß für ihn selbst. Ja, Abraham war gerufen, dort die Welt soll Gott kennenlernen. Abraham war gesegnet, dass die Welt, dass die andere Völker können sein, wird Gott ein allmähliche Dinge tun in Abraham sein Leben und dass das soll zeugen, dass die Völker das sollen sein. Und sein, dass hier wieder ist, was mehr ist bloß ein falscher Gott, oder ist bloß eine Religion. Hier wird was leben jetzt. Nu, vor der Rebellion, vor Sinn, ab diese ihr abkommen, vor diese Relation zwischen Mensch und Gott, zwei wird du all ein Purpose. Du wird all ein Ziel. In 1. Mose Kapitel 1 und 2, du mir Gott den Mensch, mit einem klaren Ziel. Der Mensch wird in Gott sein Ebenbild gemerkt, und dort bedeutet, er gibt uns einen Abruf. Und wir sehen dort, dass Gott gibt uns einen Abruf. In einem Bild Gott gemerkt zu sein, dort bedeutet, Gott zu repräsentieren, hier auf dieser Erde. Menschen zu wissen, wer Gott ist, und unter Gott seine Herrschaft zu lesen. Und der Mensch, der ist Gott sein Vertreter hier auf der Erde. Gott sagt den Menschen auf dieser Welt, du mit heute Schöpfung soll verantwortungsvoll leiden. Gott gibt Abraham eine Verantwortung. Hey, pass auf nicht diese Erde. Sie Herr über die Ehren, über die Planten, pass auf nicht. Und das wird Gott seine Mission für den Mensch. Die hilft ihnen einen Auftrag, die hilft ihnen einen Sinn, woran er den hier auf ihr abstellen wird. Gott sein Wunsch von Anfang an, vor Sinn aber ihn abkommen, dass wir dort heute diese Beziehung haben zwischen ihm und uns. Er will eine Beziehung haben mit uns, persönlich. Er will haben, dass wir sollen gehorsam sein, durch Vertrauen. Durch was wir wollen, auf ihm vertrauen. Und er will diese Anbetung haben von uns. Dass wir ihm wollen loben, dass er würde ich kriegen für alles. Vor der Sinn, hab's auf der Welt abkommen, will Gott haben, dass Menschen sollen am kennenlernen. Dass Menschen sollen am ehren. Gott sein Ziel wird, dass seine Herrlichkeit soll hier bei ihr erfüllt werden. Von Anfang an. Und du als Mission nicht gekommen nur den Sinnen voll. Mission ist von Anfang an Gott sein Plan gewesen. Das ist eine Mission, die hier plus wieder. Nur dem, was Sinn kommt, die hier plus wieder. Hoffentlich was hat gechanged, aber die Mission ist danach, dass Gott will haben, dass diese ihr soll erfüllt werden von Menschen, die am kann tun, die am anbeten tun und die am die ihr soll geben. Aber dann kommt der Sinn, das Bild Gottes in Menschen, das war schwindig gemerkt, das war zerstört und die Mission bleibt vorbei. Doch die Menschen können nicht mehr so leben, als Gott am Anfang gemerkt hat. Und deswegen handelt Gott wieder. Er fängt vom Frischen an. Nicht durch eine ganze neue Menschheit merken, aber durch ein Volk. Er fängt mit einem Volk, und sein Plan ist, durch das Volk erkannt zu werden, der Welt. Und er fängt an mit Israel, mit Abraham, und nie das Volk zu merken. Und Israel war nicht erwählt, um die Völker zu ersetzen. Israel wurde erwählt, um ein Vorbild zu sein für andere Völker. Gott sagte Israel in 2. Mose Kapitel 19, Vers 5 und sagt, wenn ihr auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum.
Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen, sagt dieses den Israeliten wieder. Das wird Gott will haben von seinem Volk. Dort die Menschen können sein, dort du wirst bloß ein Gott, ein Leben in Gott, und dort das Volk am Gehirn. Israel soll Gott sein Charakter wiesen, Gott sein Wesen wiesen. Das Volk soll Gerechtigkeit wiesen. Im 5. Mose Kapitel 10, Vers 18 und 19 sagt dort, und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gebe. Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Gott will haben, dort sein Volk soll gerecht sein. Dort die sollen fair sein mit den anderen Menschen, mit den Waisen und Witwen, und können ja auch nicht Älteren hören. Sie sollen den Reich behandeln, sie sollen sorgen, und ja sich ohne. Gott will nicht bloß angebetet werden, aber er will auch reich durchgestellt werden. In der antiken Welt, die gläubigen Völker, dort die Götter schützen bloß die starken Menschen. In die Schwachen, die Leute, die Tag, weil Gott dreht hier was unter da. Er sagt, pass auf, gerade nicht diese Schwache, du wirst je mehr wiesen zu der Welt. Du wirst jede Leute wiesen. Er sagt, wenn je reich leben, dann wollen die Volk ja sein, dort, der Gott wird hier umbeten, der ist anders. Das Volk Israel, das soll herrlich sein. Die sollen Herrlichkeit wiesen. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2 sagt, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Sie sollen sein Beispiel nur folgen. Dort für sie holen und sie leben und dort soll wahre spiegeln für die ganze Völkerraum und für die ganze Welt. Das Volk dort soll Barmherzigkeit wiesen. Sacharja 7, Vers 19 sagt, also sprach der Herr Sebaot, richtet Recht und ein jeglicher Beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit und tut nicht Unrecht den Witwen, Fremdlingen und Armen und denke keiner wieder seinen Bruder etwas Arges in seinen Herzen. Jede Volk, ja, die sollen sein und sein, weil wir fangen in 5. Mose Feuer saßen nach. Dort sagt er, haltet euch an diese Gebote und befolgt sie. Dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gebe? Das Volk soll ein Beispiel sein. Das von sie wollen gerecht holen, von sie wollen heilig sein, in Barmherzigkeit wiesen, dort das wird fatal. Dort die Menschen wollen abkicken, wow, wer ist das Gott, wo das Volk umbeten wird? Und dort wären wir auch. Und dort ist sein Ziel. Er braucht sein Volk für die ganze Welt zu wissen, wer er ist. Die Israel soll Gott bekannt werden. Sie nun soll verkündigt werden auf der ganzen Welt. 2. Mose 9, Vers 10 sagt aber, darum habe ich dich erhalten, dass meine Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen Landen. Auch die Psalmen sagen das, sage ich, damit man auf Erden deinen Weg erkenne und unter allen Völkern dein Heil. Wie kann aber wahr sein? Gott sein Ziel wird global. Gott sein Ziel wird sein Volk brauchen, um andere Länder sichtbar merken. Israel soll sichtbar, verständlich und gläubig wohnen. Und das ist interessant, dass wo Gott das Volk anfängt zu formen. Dort, wo Gott uns glauben, ein Volk mit Identität.
meer aan dat. De omvoet is God raar eind van Egypter. Hij moet eind bekend. Van wie zijn die Exodus, groot van wo de Israëlieten richting van Egypte, dat redt zo luur van de raring wat we van ons dag gaan. Van wie groot lezen in 2 Mose 9:16, dat is voor God aanvangt de waarheid uit te komen, dat God zijn raring als niemand staal oder privat. Dat van God is hem raden dat zal een zeugnis zijn. Van God raden dan wies hij zich zelfs. Wenn jeder bekeerde persoon, du als God te zijn, du hast God geschaffen. Christopher Wright in zijn boek sagt hij, beim Exodus geht het niet darum, dat Israël vrij wordt. Dat gaat darum, dat de ganze Welt erkennt, wer Gott ist. Dat is wat hij deed. Wir sollen in 2. Mose 12, Vers 12 sagt er, in allen Göttern Ägyptens werde ich Gericht halten. Ich bin der Herr. So die 10 Plagen, wat wir in Mose haben, dat is een bewijs dat Gott der einzige Gott ist. Wenn die Ägypter terrorisiert, sie haben viele Götter. In jeder ein von diesen 10 Plagen, dat wir ein Beweis, dass Gott stärker wird, ist der Gott, was die Ägypter anbeten. Die Ägypter hatten einen Gott von den Nil, von den River, was durch Ägypten gehen deed. Und Gott weiß, dass heu gerade wird, ist das Gott in dem, was heu das Butter zu Blut mögt. Heu mögt die Götter, was die Israeliten hatten, zu nichts. So dat geht immer wahr Gott. Heu weiß ich, dass heu gerade wird, ist der Gott von der Sonne, was die Ägypter hatten, in dem, was dort dunkel war. Heu weiß ich immer wahr. Und heu weiß die Ägypter dort, exakt gerade ist jene Götter, was die anbeten. Und die Götter, was die anbeten, die sind erhebens nicht. So Gott weiß das immer wahr. Durch alle Wunder, was heu tät, das geht nicht Menschen, das geht Arm. Dat geht wo Gott sich selbst wiesen hat zu anderen Ländern. Gott merkt sich sichtbar. Gott handelt nicht bloß mit Vieren, aber er wies den Menschen. Wir sollen dort gerade in den 10 Plagen, wir sollen dort in das Passafest, in das Rote Meer, dort er will haben, dass Menschen sollen arm sein. Und das passiert auch. Die Menschen in Kanaan von Josua und Kaleb hineingehen und die Rahab vertellen und sagen, dass mein Volk, der weiß, wer in Gott ist, wenn der hat dort gesehen, wo er mit seinem Volk gewesen ist, durch die Wüste, und wo er das Rote Meer aufgeht und dort hier könnte durchgehen. So, Gott weiß sich, und die Menschen haben dort gesehen. Und diese Menschen in Jericho, die haben Angst, wenn sie können sehen, dort, das wird ein großer Gott. Die Rahrung, das weiß Gott sein Charakter. Der Exodus, der weiß uns, wer Gott ist, wo Gott ist. Der weiß uns, dass Gott treu ist. Gott erinnert sich an seinen Bund, was er mit Abraham gemerkt hat. In 2. Mose 2, Vers 24 sagt er, und Gott erhörte die Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Gott läutet Volk nicht. Er wird treu und er rar von dort. Gott wird barmherzig. Er sagt, ich habe das Leid gesehen. Er hat dort gesehen, wie soll sein Volk leiden. Er ist gerecht. Er führt in Ägypten. Er läutet nicht hoch. Die Rahrung bedient nicht bloß frei worden. Die Rahrung bedient Gott kennenzulernen. Das Meer ist bloß dort, wir waren frei worden. Dort wir waren Gott kennenlernen. Gleich was Henry hier hört mit Discipleship. Das Port von Gott kennenlernen, Port von Sein, wo ich soll wieder leben. Die Doing, sage ich Gott immer weiter. Die Doing, damit die erkennen, dass ich der Herr bin. Dass Gott der Herr ist. Und mir ist es interessant, dass Gott sagte Israel, dass sie sollen das wiederbringen. Sie sollen das nicht versichern. Diese Rahrung, die sie gekriegt haben in Ägypten, das sollen sie wiederbringen.
Jede Generation soll es wollten. 5. Mose saß, Vers 20 und 23, sagt, wenn ich aber deinen Sohn heute oder morgen fragen wird und sagen, was sind das für Zeugnisse, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, also sollst du deinen Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und böse Zeichen und Wunder in Ägypten und Pharao und all seinem Hause vor unseren Augen und führte uns von dannen, auf das er uns einführte und gebe uns das Land, das er unseren Vätern geschworen hatte. Die Erinnerung ist eine Erinnerung. Erinnerung ist eine Geschichte. Erinnerung ist ein Zeugnis, was wir sollen wiedergeben, was wir nicht sollen für uns selbst halten. Es ist so interessant, dass Gott das sagt, verteilt jene Sehne dort, verteilt jene Tochter dort das wird lebendig bleiben. Dort er werden wollten, dort wird häufig uns getan haben. So ein Volk wird bloß Sklaverei gehandelt, was für die letzten paar hundert Jahre in Sklavenleben gelebt hat. Wo soll das neue geratene Volk nie leben? Von mir zu anluten, dort, dass das Volk, die halten keinen Gesetz, die wollen unter Dreck von den Ägyptern. Die wollen unter Dreck von den Ägyptern und sie halten keine Freiheit. Sie müssen bloß dort tun, was die Ägypter sehen. Wo sollen sie nicht ein Volk sein, wo keine Struktur nicht mehr andeuten, was ganz dependent für an Ägypter? Hier kommt das Gesetz. Ja, hier kommt diese Gesetze, was Gott entgeben hat. Dort sie können sich anhören, dort sie können Nation sein, dort sie können wollen, das, wo wir leben sollen. Von wir treten in uns Leben, wo wir in Sinn gebunden werden, wo wir die Erinnerung nicht haben, und nie bekehrt wir, nie diese Erinnerung gekriegt haben, wir haben das Wort Gottes, was uns wissen hat, wo wir sollen leben. Ne? Wir haben das für nach. So, das stammt so mit der Erinnerung von den Israeliten dann von der. Das Gesetz, das weiß, dass das soll ein erlöstes Volk von Gott leben. Dahin gab Gott in das Gesetz, dass sie kann sein, wo sie sollen ein Leben führen, was an ihren ist. Dass sie wollen das Volk sein, was Gott für Gott repräsentiert. Die von Israel gerecht leben, in die Gebote folgen, dann sehen Gott uns. Dann ging er das schon. Und Gott wurde durch das bekannt worden, durch die anderen Völker. Die Realität von einem Volk, das das stärkste wird, dass wir ticken, dass Gott, also sie glauben dann, dass Gott wäre an der mächtigste. Dass das wäre der wahre Gott. Gott will sich wiesen, dass heute der Einzige wird. Und von Gott, von dem Volk Israel angereicht leben, dann war Gott sie nun schwinsch. Wie es fängt in Hesekiel 36, Vers 20, sagt doch, wohin sie auch kamen, brachten sie Schande über mein heiliges Volk. Die Menschen, die ihnen begegneten, sagten, sie sind das Volk des Herrn, und dennoch konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrieben würde. So von dem Volk Israel angehorsam wird, sie führten Gott sie nun schwinsch. So von wie leben ist dort Gott wohlgefällig ist, das ist ein Zeugnis. Das ist ein Zeugnis von wo wir sollen leben. Und Gott soll, läuft dort Israel, dort gesagt und hat uns vernehmen, dort wird gegeben, damit wir können so leben, es am dort wohlgefällig ist. So ist heute dort verlangt von seinen Nachfolgern. Weil Gott will aber mehr, ist bloß ein rechtes Leben. Gott will nicht bloß Gehorsamkeit, aber er will Horten, die am Läufen noch. Darum fängt hier Gott seine Mission nicht bei den Regeln ab. Er hilft dort viel noch wieder zu der Anbetung, zu Worship, wo dort Leben sichtbar werden wird. Wir können Gott nicht anbeten, wir können Gott nicht worshipen, if wir ihm nicht nachfolgen. Das geht nicht. Wo ein Leben sichtbar werden wird, dort wie seine Nachfolger sind, dort ist ein Lobpreis. Dort sind Angehörigen, dort sind am Nachfolgen. Und gerade hier kommen die Psalmen ins Spiel. Und wir sollen dort Israels Anbetung nicht wir
Dat Israel zijn Anbetung never nicht vor der Radung wird. Das wird immer nur der Radung. Und von Israel Gott loben der, das soll ein Ticken sein. Für die Völker, dort sie am nur folgen der. Psalm 67, Vers 2 und 3 sagt, Gott sei uns gnädig und segne uns. Blicke uns freundlich an, dann wird man auf der ganzen Welt erkennen, wie gut du bist und du handelst. Alle Völker werden sehen und verstehen, du bist ihre Rettung. Durch Anbetung, durch Worship, wollen Menschen erkennen, dass wir seine Nachfolger sind, dass heute der einzige Gott ist. Wenn wir von wieder Psalmen lesen, muss wir verstehen, dass sind nicht einfach bloß persönliche Gebete oder Leute. Das ist nicht bloß Musik für Israel. Weil die Psalmen wiesen uns, wo Israel Gott sein wird. Da sind so viele Emotionen bei, da sind so viele verschiedene Dinge bei, wo dort wiesen hat in Gott seinen Charakter. Israel soll den einzigen Gott anbeten, in das wurde sichtbar worden. Wenn der Herr die ganze Ehe unbelangt hat, ist Anbetung nicht privat. Er soll Anbetung nicht privat bleiben. Psalm 67 merkt das klar und sagt, Gott segne uns, damit man auf der ganzen Welt erkennt, wer du bist und wie du rettest. Leg doch hier an, so soll es wie gesehen sein in unserer Welt hier. Als dort konnte die Welt erkennen, oder unsere Umgebung erkennen, dass Gott uns gesehen hat. Dass heute erst der ganze Jahr was, was uns so gesehen hat, was wir haben. Lobpreis ist ein Zeugnis. Worship ist ein Zeugnis für. Das nächste. Die Propheten. Die Propheten, die erbarmen über die Nationen. Und das hier, wo wir noch klarer können sein, dass Gott nicht bloß für die Israeliten wird. Dass Gott nicht bloß für das Volk Israel wird. Nee, ich will Ihnen sagen, dass Sie sollen Ihnen was feststellen. Stellt Ihnen vor, dass Gott läuft den Menschen, die nicht laufen Wasser oder nicht laufen groß. Sind da Menschen in ihrem Leben, wo die schwer ist zu laufen, aber wo die nicht anlaufen, wo du weißt, was vielleicht waschen ist? Gott läuft erst. Und gleich darum geht es bei den Propheten. Und bei den Propheten, dort wiesen uns, dass Gott sein Hort ist für die Welt. Und dort actually sein Wort auch wiederkommt, ist bloß das Volk Israel. Jesaja 49 sagt, ich mache dich zum Licht für die Völker. Israel soll dort Licht sein für die Völker. Dort sie können Kirchen ernten, dort sie können wieder Gott kennenlernen. Und ein von den besten Beispielen, was wir haben, von wo Gott die Welt auch will, ist durch Jona. Jona kriegt einen Abruf, zu seinen Feinden zu gehen. Jona hört diese Menschen, die am schwor wird, zu gleichen. Wenn du wart prophezeit, dass diese Stoff von Ninive, das Volk Assyrien, das Assyrien, sie wollen, dass Israel ein Zeit vernichten. Dass das wonach kommt. Jona wusste, und dort organisierte Jona, der soll gehen, zu dem Volk sagen, dass von jenen wollen Buße tun, dann wird die vernichtet worden. Denn ich glaube, heute nicht wahr, heute war ich, wegen heute wisst ihr, dass von diesen Menschen wollen Buße tun, dann wird Gott entraten. Gott wird ihn vergeben. Und heute will er nicht. Heute wisst ihr, wir sollen dort in Jona Kapitel vorher, dass heute wisst ihr, dass wo gnädig Gott wird. Und ich glaube, heute war ich, denn heute will nicht haben, dass diese Menschen, dass seine Feinde so genug kriegen. Genau, was sie gedacht haben, nicht diese Menschen, nicht diese Stadt, diese Saal nicht, die sind, dass sie doch prophezeit worden, dass sie wollen uns vernichten.
Ninive wird brutal. Da wird eine schlechte Stadt. Und trotzdem schickt Gott einen Prophet an, um zu sagen, wenn ihr nicht von Buße dann war ich Kind zu nicht. Das weist uns, dass gibt keine Stadt auf dieser Welt, wo so weit getrennt ist, was Gott nicht raten kann. Das weist uns, dass Gott sein Hort für Mission, Gott sein Hort für Menschen, dort so groß, dass wir als Menschen dafür so denken, so die Menschen, die dort und dort getan haben, dort Land, wo so viele Christen verfolgen haben, so viele Christen all dort gemerkt haben, da soll noch genug kriegen. Hier soll dort Gott sein Hort für Mission, für Menschen ist so groß. Nicht bloß für sein Volk Israel, aber für alle Völker. Wir sollen dort in Jesaja Kapitel 19, dort Gott nannt Israel seine Feind, sogar seine Nationen. Jesaja 19, Vers 23, Vers 24 sagt, in dieser Zeit wird eine Straße von Ägypten nach Assyrien führen. Die Assyrer und Ägypter besuchen einander und dienen gemeinsam den Herrn. Weißt ihr das? Ägypter in der Syrien, sie dienen taub den Herrn. Israel ist dann der Dritte im Bunde, ein Segen für die ganze Welt. Der Bund wird mit Abraham nicht mehr kommen. Der Herr, der allmächtige Gott, wird sich diesen Völkern zuwenden und sagen, ich segne euch Ägypter. Die nächste Frage wird, ihr seid mein Volk. Ich segne auch euch Assyrier, ich habe euch geschaffen. Und ich segne euch Israeliten, ihr gehört zu mir. Weißt ihr das? Israel, Assyrien und Ägypter. Da werden viele neu nannt und sein Volk. Wegen was? Wegen sie anfangen. Die Bibel, die weist uns, ein Gott, dort jetzt, bei der eng so weit es heute kommt, um Menschen zu retten. Sein Hort ist so groß, dass dort geht für alle Menschen, egal wer. So das Alte Testament soll dort erst nicht eine Verbereuung auf Mission. Dort ist eine Salzmission. Von der ersten Sieg an, als Gott hier ist, hat ein Ziel, hat ein Purpose für die Menschen. In der Schöpfung soll wie dort, Gott will diese Beziehung mit seinem Volk, mit seiner Kreation. Und durch will han dort seine Herrlichkeit soll das ihr erfüllen, durch seine Menschen. Wir sollen dort, Gott segnet eine Person, ein Volk, um die ganze Welt zu segnen. Und sollen dort Israel ein Volk werden, was Gott wiesen will. Das will ich von ihnen verlangen. Und dort die Völker sollen abkehren in Israel und sagen, das will ich leben soll. Das will ich verlangen von ihnen. Das will ich an diese Beziehung merken mit mir. Im Exodus soll wie dort Gott Rat öffentlich, damit sie nun Wort bekannt werden. Ich schaue mir vor, dass die Ägypter von den Rittwaren gesehen haben, dass ihre Götter zu nichts waren. Das war der in Zwiebeln gemerkt. Sind unsere Götter auf uns Dach nichts? Sind diese Götter, das Gott, wo das Volk Israel unbedingt Dach auf uns, als dort der wahre, einzige Gott? Das ist, was Gott will. Sich wiesen. Die Gesetze müssen durch, zum Entwiesen. Das will ich haben, was Jesus anleben. Die Psalmen, das ist eine Umbehrung, Zeugnis für die Völker. Und die Propheten, das wird Gott sein Erbarmen, das keine Grenzen gehandelt. All das wies uns drei Dinge über Gott. Erstens, das wies uns, wer Gott ist. Das wies uns, dass Gott kein lokaler Gott ist. Er ist der Schöpfer, er ist der König in der Rara von der ganzen Welt. Zweitens, wies uns, dass Gott seine Liebe für alle Völker ist. Nicht bloß für ein Volk, nicht bloß für eine Kultur, nicht bloß für fremde Menschen, aber Gott alle Menschen laufen dort. Und drittens, dort, er will nicht in eine Showdose gesagt werden. Er will bekannt werden. Er will aufsehen. Er will haben dort durch uns, durch seine Gemeinde, durch die,
Dort, wo immer du bist, dort dein Licht wird so erscheinen, dort Menschen wollen Gott erkennen durch dich. Dort Menschen wollen erkennen, dort wo du dein Leben leben lässt, dort Menschen wollen sagen, hey, weißt du, da geht mit Gott. Dort der mehr sein ist plus uns. Dort der ist so bitter natürliche sein, was Gott in uns Leben getan hat. Und zuletzt in Sinn, wo wir sein, dort all das würde topassen nicht, mit dem Neuen Testament. Dort Jesus nicht ein Plan B ist für Gott. Dort Jesus nach immer erst das Zentrum gewesen von alles. Und was Gott versprochen hat, immer war es sein Volk, dass du wer kommt, wird einfach frei machen von Sinn. Dass die alle ab zu Jesus haben. Und das Alte Testament, das hielt nicht ab mit einem Punkt. Das ist bloß ein Fehl, für was du kommst. Das ist bloß ein Fehl, für was ab zu Jesus nur wissen nicht. So, Mission fängt nicht mit der Kirche an. Mission fängt mit Gott an. Und dort erregt sein Höhepunkt in Jesus. So werden wir lernen, von wo Gott im Alten Testament gehandelt hat. Welche Missions alle in sein gehört hat im Alten Testament. Ich weiß, wir hier so viele Botschaften vom Neuen Testament, von wo Gott den neuen Bund gemacht hat, aber das sind so viel wertvolle Dinge, die wir im Alten Testament finden und was uns halten können, was immer treffen wird, ab den Jesus. So wenn wir uns dort im Neuen Testament mitnehmen, wenn wir gucken, wo wird Gott uns als zu tun, für Missions, für Menschen, zum Ernteradung anbieten. Gott hat uns alles gegeben, damit wir können Part von seiner Mission. Heute ist auf eine Mission. Und heute will die in mir brauchen, um mehr Menschen, um die ganze Welt beeinflussen. Bei uns nach Haupteigentum gebeten. Großer Gott im Vater Himmel, ich danke dir, dass du uns eine so eine klare Umwartung gegeben hast in der Bibel, von wer du bist, von wo dein Charakter ist. Ich danke dir, dass wir können sagen, dass du sind keine Grenzen, wo du bist für uns zu tun, um Menschen zu wissen, wer du bist. Herr, von dir, du hast uns eine ganze Umwartung gegeben, du hast uns die Radung gegeben, du hast uns den Geist gegeben, du hast uns den Wut gegeben, wo wir können lernen und sein, wo wir was haben, wo wir sollen leben, damit wir können Leben ihr Zeugnis sein für diese Welt. Herr, dein Ziel ist nach Kraft des Salz hier, dass uns Zeugnis, uns Leben soll, ab den die wiesen, und dort Menschen können, die erkennen in uns. Gleich ist andere Völker sollen erkennen, dass du mit dem Volk Israel wirst. Herr, ich danke dir für die Person, die hier sind, dort haben wir gehört, ich freue, dass du wieder das in ihrer Worten klarer merken, deutlicher merken, wo es dir was haben, möchtest du uns segnen und uns wirklich Ritt fordern. Uns wirklich in uns Comfortzone Ritt gehen und dass wir können abkicken in die, in uns Luten Tragformen von dir. Herr, ich freue wieder durch diese ganze Konferenz, möchtest du mit uns sein, help uns wieder ausrüsten in dein Wort, in Nurakum, in die durch Mission. Und ich freue, dass du uns so wieder beschützen und hier eine gute Gemeinschaft schenken. Herr, du bist in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Dankeschön für Tauchen. Wir freuen uns, wieder freuen, ich kann nicht mitkommen, ich habe ja reden. Und wir sind auch alle eingeladen, hier gleich was Klocksas, gleich Unkas sind. So, wir sind alle eingeladen, diese Unkas zu sein. Und Luther hier zu Klock 7, die nach noch eine Botschaft sagen. Auch Gott ihn segnen und ihn wieder auf dem Sehen haben.